So, guten Tag, ihr Leid. Heid geht's rund. Aber erst gucken wir uns die Töpfe an. Wow, dieser Topf ist echt cool. Das Golddesign gefällt mir. Er hat so einen antiken Charme. Also, Heid geht's rund. Damit meine ich habe so das Gefühl, dass man heute mal ein bisschen was anderes mache, als nur der A-Knopf drücke. Und zwar allein rumschnuse. Das Familienfotos, die sind vor langer Zeit von diese Person mit Bart und Brille ein Verwandter von Charlotte ist. Charlotte ist übrigens die Oma, die ja eigentlich ganz freundlich sein kann, aber eine riesige Milchkanne bei sich im Zimmer steht. Robin hat im Schuppen immer Sachen aufbewahrt, aber ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo Olivias Schlüssel sein könnte. Die sagt hier immer nur was von 2 Schlüssel, also muss sie ja Gemüse, ja, Knoblauch. Also, ja komm, wir gucken uns jetzt nicht weiter um. Ich will jetzt halt wirklich, okay, das Telefon muss ich mal angucken. Hellgrünes Telefon mit welchem. Ich will mal unbedingt in den Schuppe umgucken. So, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass, also wir suchen 3 Teile von dem Schlüssel. Ne, warte mal, wir suchen 3 Schlüssel. So rum. Man, 3 keys ja, for okay. one clock Nochmal kurz tower? zurückblende. Also wir suchen 3 Schlüssel. Und einer ist irgendwo im Schuppe, hat sie ja gesagt oder so. Einer hat die Olivia gehabt und einer hat wohl sie. Und die, wo die Olivia gehabt hat, die ist so durchgebrannt mit dem Fotograf. Und der Fotograf, der ist so ziemlich überstürzt abgehauen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass in dem Haus, wo der Fotograf drin war, dass man dort den Schlüssel findet. Charlotte's Und husband's Olivia. key and her daughter's. Where could they be? Well, she said her Ja. husband kept things in the tool shed. Ja, aber Schlüssel lagert man doch Let's nicht. check there first. Also, ja, ich meine, das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Dem gehen wir natürlich no. So, da hinne. Da wollte ich vorhin schon hingehen, dann hat es geheißen, nee, besser nicht. So, also jetzt hat aber, hopp, auf Aufladevorgang, nimm die mit. So. Ziemlich staubig hier. Hoffentlich finden wir den Schlüssel überhaupt unter dem ganzen Staub. Na, Quatsch. Ich würde zuallererst mal, ui, da war eine Uhrenmacher, ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde in die große Standuhr gucken. So, da ist ein Korb. Machen wir den Teller hier. Völlig mit Staub bedeckt. Wie lange die wohl schon hier sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Was machen die Teller hier? Was ist leer? Wie das wohl benutzt wurde? So, Moment. Ich muss jetzt zuallererst mal, tut mir leid, ihr Leid. Ja, das will ich eigentlich in der Pause machen. Aber kriege ich nicht hier, weil ich doof bin. So. Die Werkzeuge hier sind echt sauber. Sie wurden wohl nicht allzu oft benutzt. Ja, wie, Moment. Die Teller sind staubig und die Werkzeuge, die sind sauber im Sinne von, da ist nicht mit geschafft worden, aber staubig werden sie dann wohl sehen. So, da ist eine kleine Laterne, da ist ein Regälchen und da ist eine kleine Uhrchen. Okay. Ich sah in der Uhr da über diesen Schlüssel. So, Regal. Ein Regal mit 3 Uhren. Da stehen Buchstaben. Was ist das, du? N. Hier ist ein Buchstabe eingeritzt. Und da ist ein S. Hier ist noch ein Buchstabe eingeritzt. So, dann haben wir hier eine Tischuhr. Scheint wohl nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Und hier Uhr mit 3 Ziffernblättern. Ist wohl auch kaputt. Und dann noch eine Uhr mit Griff. Die ist wohl auch kaputt. Okay, dann gucken wir uns noch um. Wir gucken mal die Schublade, oder? Schublade. S plus N ist gleich E. Sabrina plus Norbert ist gleich Emil. Ja. S plus N ist E, okay. Oh, die machen wir wieder zu. Ich will da überall noch hingucken. Und da ist noch ein W. Alles klärchen. Hier ist ein Buchstabe. Ich habe da über den gar nicht A geguckt, gell? Also nicht A geklickt. Nicht, dass ich jetzt so das nicht A geklickt habe und dann schnallt sich das nicht oder so. Welcher Code? Hier ist ein Buchstabe eingeritzt, so Code. Okay. Ja, das verstehe ich nicht. Das macht aber jetzt erstmal nichts. Ich will dort die große Uhr. Oh, das ist noch egal. Nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre. Ich hätte jetzt gedacht, dass. Ah ja, da guckt denn das die große Uhr. Scheint nicht zu funktionieren. Ist wohl kaputt. Große Uhr. Geschirr. Also ich tippe. Oh, Wand mit Uhren. Der Bereich des Schreibtisch ist mit Uhren übersät. So, erstmal nach oben gucken, ne? Da ist das silberne Dingens dran. Kaputt.
Kaputt. Interessanterweise sind die Uhren auch immer zu anderen Uhrzeiten, wo sie quasi stehen geblieben sind. So, Schublade. Nichts Ungewöhnliches. Nö, woher dann? So, dann gucken wir halt in die Schublade. Ne, gucken wir nicht. Dann müssen wir wohl halt... Ach, guck mal da. Amazing. Cool, eine Miniaturversion vom Glockenturm. Unten ist eine Tür. Maybe. Diese Markierung sieht wie ein Schwert aus. Vielleicht ist da etwas drin. Geht nicht auf. Wie soll das funktionieren? So, jetzt hat... Also, oben an deine Uhr, ne? S plus N ist E. Also grundsätzlich zeichnen sie erstmal alle dieselbe Uhrzeit. Ich fange jetzt mal bei S an. Ziffernblatt. Dieser Teil ist eine Abdeckung. So, das Teil lässt sich also öffnen. Zeiger sehen aus, als könnte man sie bewegen. Okay. Moment, ich muss hier raus. Wie komme ich denn hier zurück? Bestätigen. Was mache ich jetzt? Okay. So, pass auf. Also. S plus N. Die Uhrzeit von S plus die Uhrzeit von N ist die Uhrzeit E. So. Ja, aber was ist hier S? Was ist N? Was ist E? Ah, pass auf, wacht. Ist das unten links die Uhr? Ist das S? Und die Uhr oben ist N? Könnte man ja einfach mal gucken, ne? Ob das so stimmt. Also die zeigt... Es ist gar nicht mal so einfach, ne? 5:06 und das andere ist 20:03. Aber E ist nicht zusammengezählt. Ich mache Stubukate. Also 5:06 und 20:03 stelle ich jetzt einfach mal in. Ja, ist gut. So, guck. So. Also 5:06. Moment, noch nicht mal. Nein. 5:06 haben wir gesagt, gell? So, Zeiger bewegen, rechts. 5:06. So, bestätigen. Fertig. Huch, als ich du auf diese Zeit gestellt habe, habe ich was gehört. Aha, also bin ich da was ganz Heißem auf der Spur. Vielleicht versteckt sich hinter dieser Uhr mehr. Ja, vielleicht. Also. S plus N ist E. So, und das war 20:03, glaube ich. Uff. Ah, okay, es geht viel schneller. So, jetzt pass auf. Na. 20:03 bestätigen. Pass auf. Es gibt ein Geräusch, wenn die Uhr auf die richtige Zeit gestellt wird. Ich solle die Zeit an den beiden anderen Uhren einstellen. Okay. Also, das stimmt soweit. S plus N ist E. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem, ne? Ich weiß weder W, noch weiß ich genau, was S plus N, was S plus N bedeutet. So. Es gibt hier halt so viele Uhren, ne? Es könnte alles sein. Kann da Dito sein oder Dito? Ne, Dito kann es schon mal nicht sein. Weil das ist nämlich nicht. Ich kann nämlich die Uhr nur in 5er Schritte bewegen. Aha. Dito könnte es sein. Also in 5 Minuten Schritte. Kann ich die Uhr nur bewegen. Das meine ich tot damit, ne? Dito kennt es aber nicht Sinn, ne? Jetzt gucke ich mal Dito nochmal an. Okay. So. Also wenn das S und N ist und du machst die Schublade auf und das ist dann W. Ja, das andere da oben, ne? Könnte ich mir so vorstellen. Okay, dann ist das da W. Ne?
Viertel no 8. Oder, wie man bei uns sagt, Viertel neu. So. Also, SNB. Wobei, ja, das muss schon hinkommen. Das wird schon W sein. Also, dass das doch W ist, ne? So. Jetzt bin ich halt immer noch bei S plus NSE. Das tun wir Not hier machen. Also, Viertel neu haben wir gesagt, gell? So. Na. Geh weg, du. Ja, du bist doch ganz am anderen End, Mann. So. So, das war W, haben wir gesagt. So. Ist so die Uhr noch ingestellt? Ja, gut. So, jetzt hat. Komm. Na. Oh, da ist es. Kacke. Ja, alles in Ordnung. Ja, dann bewege ich mal die Zeiger. So, Viertel neu. Jetzt haben wir zu. So. Alright. Nur noch eine. So. Und jetzt. Also, dann machen wir das einfach so. 5 no 6. Moment. Oh, das ist so kacke. 5 no 6. Also 5 no und 20 no ist 25 no. Und 36 ist 9. 25 no 9. Oder 5 vor halb C. Kennt man natürlich ja so sagen. S plus NSE. So. Alter, mach schneller. So, jetzt hat. Okay, jetzt ist es 9, ne? Also nicht 9. Ja, doch auch. So. Und ich hätte gern, dass es 5 vor halb C ist. Also müsste das so sein. Das hat sich gut angehört. Jawohl, ja. Alle 4 Uhren sind eingestellt. Und ich hab's ganz allein rausgefunden, weil ich nämlich schlaues Kerlchen bin. So. You did it. Der Schlüssel war doch darin. Erhaltende Schwertschlüssel. Sehr gut, All right. Knut. We got a key. So, wir haben einen Schlüssel. Wow, great Sehr job. gut. Das war gute Arbeit. Ja, das war echt Thanks. gute Arbeit. Also, okay, danke. Let's tell Charlotte. Soll man das der Charlotte sagen oder soll man erstmal. Ja. Ja, hopp, komm. Dann sagen wir das einfach der Charlotte. Und danach gibt es ein bisschen Geschichtsstunde. Ihr liebe Leid. Also, wir gehen jetzt zu der Charlotte und sagen: Hey, Charlotte, folgendermaßen, wir haben den Schlüssel so und so gefunden. Und dann lese ich halt mal aus meinem Tagebuch da vor. So ungefähr. Ich weiß nicht, es wird 2 Leute geben, die nicht mehr ganz klar ist, um was es überhaupt geht. So wie mich. So, hallo Charlotte. Charlotte Charlotte. Karotte. Nices Hornetz. Hab ich letztes Mal schon gebrochen. Habt ihr die Schlüssel We found gefunden? the sword key. Ja, genau. Achso, ich muss Thanks gar for nichts telling sagen. us where to look. I didn't tell you anything. You found it all on your own. Ja. Let's look for Olivia's key next. Jawohl, ja. Do you have any clues for where it might be? Ja, beim Fotograf, Mann. Now that you mention it, Olivia left something strange in the greenhouse. A wooden box with an image of a flower on it. Holzkiste mit dem Bild einer Blume darauf? Ist das nicht dieselbe Spieluhrkiste, wo es Lisbethsche hat? Something funny about it, but I never figured out what. Ja, wahrscheinlich das Come on, selbe Rätsel Ashley, draus, wo let's du go gerade check it drehen out. kannst. Wir gehen gucken. Right. Welches Haus will nicht, dass man hingeht? Das Gehwegshaus. Habe ich schon gerade selber ausgedenkt. War der gut, Jesse? Okay, die Freundin schläft, gibt mir keine Antwort, aber sie nickt. Im Schlafen oder so. Bin ich mir ziemlich sicher. Gehwegshaus. Was ist denn da der Ingang? Der Atto. Ja. So, Gehwegshaus. Zack, nimm dir mit.
It's so hot. So heiß, it's getting hot in here. What was So Olivia take doing here off before she all your left? clothes. Let's take a look around. Ja. Right. The box should be somewhere in here. Ah, das sind schöne Tülpchen. Säcke mit Erde. Auf dem Sack sind Bilder von Gemüse, also muss das Erde wohl für Gemüse sein. Wenn man verschiedene Dinge anbauen will, braucht man verschiedene Arten von Erde. Gärtnern hat es echt in sich. Dann hätten wir hier eine große Topfpflanze. Ja, ich glaube, das haben wir alles schon mal gesehen. Ja? Die Kiste, wo Olivia sie hier gelassen hat. Wir sehen uns mal um. Die war doch... Achso. Kann man hier wirklich umgucken? Da ist ein Blümchen, da ist ein Blümchen. Guck mal, gucken wir das Blümchen an. So viele Blumentöpfe. Topf. Guck mal da hinten. Kleine Kiste. Oh. Und am Tisch etwas weiter hinten steht eine Kiste. Hey. Kommst du da dran? Yeah. Ah ja, klar. Hey. So. Ah ja, okay. Das ist ganz was anderes. Das sieht eher aus wie so... sorry, ich musste gerne. Nee, es ist halt... es ist hier gerade 22:50 Uhr. Sieht aus wie so... Wie heißt die lange Zigarette da? Eine Zigarrebox, alter Schwede, die lange Zigarette, ja, ihr wisst, was ich meine. So, genau wie Charlotte gesagt hat, das muss, die muss Olivia gehören, oder? Ja. Sehen wir mal zu, dass wir sie aufbekommen. Das ist ein kleines Labyrinth. Suchen wir mal, sie zu öffnen. Hä? Was jetzt? Neige die Kiste, um die Kugel zur geschnitzten Rose zu steuern. Fällt die Kugel in eines der anderen Löcher, musst du von vorn beginnen. Drücke X, um die Kiste auf ihre ursprüngliche Position zurückzusetzen. Oha, Moment, ich gehe davon aus, das ist doch wieder mit Controller. Ich lege den mal auf den Tisch. So. Ah ja, siehste, dachte ich mir. Das pass auf. Oh, ich hasse diese Dinge. Also zuallererst mal muss der da runter, ne? Und dann... Oh, ich hasse das. Ich hasse es jetzt schon. Ah, das ist ein Scheiße. Haha. So. Also warte, ich tue mich mal hier in Sicherheit bringen. Und dann muss ich da durch, dann nach oben und dann da in die Mitte. So. Oh, ich hasse das. Oh, es ist so gefuddelt. Oh. Mir leid. Es tut mir leid. Oh, ich lege den jetzt da doch hin. Nein! Hey, der leidet grad. Ich habe auf den Tisch gelegt, den Controller. Es kann nicht sein, dass der jetzt rumrollt. Ist das so scheiße. Oh, Mann. Und ich habe gedacht, es kann nicht schlimmer wäre, nur dem... Ich bin ganz falsch. Nee, ich bin richtig. Ich habe gemeint, es kann nicht schlimmer wäre, nur dem Motorrad. Oh, das ist nichts für mich. Oh, das ist nichts für mich. Nee. Oh, das ist ja wirklich hier. Nein! Alter Schwede. Alter Schwede, ich weine hier gleich. Oh. Ich hab so Spiele schon immer gehasst. Ich hab's schon immer gehasst. Und jetzt muss ich das Ganze spielen, digital. Ja, das ist eine Rose, ist das das Ziel? Ja, ist mir schon klar, was das Ziel ist. Ich bin nicht doof. Ja, guck mal, jetzt funktioniert es nicht nur mit dem Controller mehr. Oh ne, das geht doch gar nicht. Moment. Ich muss X drücken. So. Das ist ein Scheiß. Oh, das Geräusch ist schon schlimm. Das ist gerade schlimm. Warte, jetzt mal läuft's gut. Ich hab das drauf. Ich pack das. Bin gut. Oh, jetzt wird's schwierig. Oh, ist das eine Scheiße! Mann!
Jo, komm. Hopp. Vor allen Dingen, ey, ich hab den Controller auf dem Tischlein, ne? Und der scheiß Kackball kommt so rausgeschossen wie nix. Oh, ist das eine Kacke. Oh, Alter. Wer macht sich so Minispiele? Oh, da merkst du richtig, dass das so ein dummes Wii-Spiel war. Boah, ey, was ein Dreck. Das ist so einfach so... Ah. Es gab für die Wii, also bevor Super Monkey Ball kam, ne, warte mal, ne, ich nehm's zurück, Super Monkey Ball kam vor der GameCube. Und bevor das kam, oh, Päuschen, ne, nicht bevor, nachdem es kam, für die Wii gab es ein Spiel, das hieß Kokorinpa. Gibt es, glaube ich, 2 Teile für die Wii. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich probiere es mal ganz langsam. Ne? Oh, das ist ein Scheiß. Ja, du gabst 2 Teile davon. Und Kokorinpa. Und Kokorinpa ist genau das in gut. Für die Wii. Sieht halt natürlich scheiße aus, aber es fetzt immer noch. Noch ein Wii haben oder halt ein Wii U anschließen oder. Dann kann ich das mal gern angucken. Das könnte ich eigentlich. Oh, hab ich keinen Bock auf die Scheiße hier. Oh, ist das ein Dreck. Kann ich da Kack überspringen oder so? Ah! Ja, dann kennt er Kokorinpa Spiele. Dann sehen wir, wie man sowas macht in geil und in gut. Und ja, keine Ahnung, ich habe nie Super Monkey Ball gespielt. Also ich höre halt nur, dass die wohl gut sind sollen. Oder richtig gut, stelleweise, zumindest die Gamecube-Teile. Keine Ahnung, gab es jetzt letztens ein neuer Release für die Switch. Schon mal, bin ich hier noch richtig? Ja, scheint so. Also du gab's so letztens ein neuer Release für die Switch. Moment, ganzen. Oh, das ist so kacke. Junge, ist das so scheiße. Oh, hopp. Alter, echt jetzt. Ich glaube halt einfach, dass das Ding links halt weiter runter geht. Sobald du nur von dem schwarzen Feld runter gehst, zieht's dich sofort nach unten, nach links. Oh, ist das eine Scheiße. Boah, was ein Rotzspiel. Nee, das Spiel selbst ist gut, aber diese ganzen Minispiele, die sind einfach nur ein riesiger Rotz. Das mit dem Motorboot war ja schon scheiße. Aber das jetzt hier, boah, das ist alles, was scheiße ist, in Kacke umgesetzt. Das ist eine wahre Pracht hier. Oh, knick dich ins Vieh, Junge. Geh mir aber all nicht auf der Zeier, du alter Kackkuchel Ding Dreck. Alter. Ja. Ey, wie ich halt den verkackte Controller einfach nur ganz sachte bewege. Das bringt nix. Ey. Okay, jetzt hängt er schon. Oh. Mann, ist das ein Dreck. Dear Mom? Was steht da drin, Mama? Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr drin steht. Oh. Alter. Habe ich schon mal erwähnt, dass einer der Gründe ist, dass ich Walking-Simulatoren spiele? Dass es mich saumäßig schnell aufregt, weil ich so das Gefühl habe, dass das Spiel dich verarscht. Also wenn irgendetwas schwer ist oder so und du merkst halt, ey, ich bin einfach zu schlecht dazu, weißt du? Ich hab's nicht drauf, ich bin zu schlecht dazu. Ja, komm, bin ich halt doof, ne? Wenn ich aber so das Gefühl habe, dass das Spiel cheese tut, dass das Spiel dich verarscht, dass das Spiel bescheißt oder halt einfach die Steuerung so kacke ist und du das nicht gescheit hinkriegen kannst, dann wäre ich fuchsig.
Das ist nicht gut. Ich will nämlich nicht zocken, um mich aufzuregen. Ich will zocken, um mich zu entspannen. Und dann kommt so eine Scheiße, die ich jetzt hinter mir habe. Und ich huck immer noch da und rege mich drüber auf. Ah, was ein Dreck. So. A letter? Liebe Mutter. Ein Brief. Yeah, left by Olivia. Ja, von Olivia. Okay, ihr Leid, es bringt nichts. Ich bin gerade auf 180. Ich mache mal hier kurz Pause. Mal her. Also, das kriegen ihr nicht mit. Ich drücke jetzt mal hier in Real Life Pause und dann rege ich mich jetzt mal ein bisschen ab. So. Sorry, aber ich habe mich Ihr hält mich gerade, Moment. Aber jetzt. Ja, so, noch einmal sorry. Ich habe das Mikrofon ausgezogen. Ich habe jetzt aber, ich bin auf den Klo gegangen und habe mir ordentlich einer in die Kloschüssel gedrullert. Ja, ich weiß, wollten alle Heere. Dann bin ich in die Küche gegangen und habe mir ein Grumbier geholt. Wir haben gerade eine Quelle gemacht. Und habe die gefuttert und jetzt geht mir's besser. So. Sorry, aber das war kacke. So, jetzt endlich. Ja, ich wollte jetzt nicht, wann ich dann so gereizt bin, weil ich mich hier so, ne? Und dann hätte ich jetzt so vorgelesen, das wollte ich dann auch nicht. Hey, so, jetzt endlich. Also, Brief gefunden. Dear Mom, also an ihr Mutter. Die ist von Olivia. I bet Charlotte's never read it. Charlotte hat ihn bestimmt nie We gelesen. should deliver it. Ja, wir sollten But ihn ihr what about geben. the key? Charlotte's been in the dark yeah. for so long. We should do this now. Vielleicht ist ja da, wo der Schlüssel drin ist, steht da We'll look oder for the sowas. key right Und dann eine after? Entschuldigung an die Mutter oder so. Ja, wir suchen den course. nur um Schlüssel. Alles klar. Macht er nicht ins Hemd. Alles klar. Wir kriegen das schon noch hin. So. Also. So. Okay. So, jetzt ist was erwacht. Ich will jetzt zumindest mal einen Schwertschlüssel. Einer der Schlüssel, mit dem die Uhren im Glockenturm gestartet werden können. Der Griff sieht aus wie ein Schwert. Wie ein Schwert. Ganz schön cool. Dann hätten wir noch einen Brief. Ein Brief, der in der Kiste im Gewächshaus der Familie Graham lag. Er ist von Olivia adressiert an Charlotte. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Macht aber nichts, ihr Leid. Wir rennen jetzt erst hin. Und die Charlotte und sagen, Gummo, wir haben einen Brief gefunden, der ist für dich. So, mal gleich, Charlotte. Komm schon mal Charlotte. her. Hallo, Charlotte. Find the key? Habt ihr den Schlüssel Not gefunden? yet, Ja, nee. but we did find this. Wenn dort drin steht, ey, du bist voll die blöde Mama, What is kann it? ich nicht leiden, dann ist das aber auch nicht gut. A letter left by Olivia. It was in the greenhouse. Olivia. I wonder what she wrote. Es fängt klar zu weinen, guck. Are you sure it's okay for me to read it? Wieso? Du hast einfach nur den Schlüssel drin, oder? Okay. Dear Mom, Liebe Mama. Ah, I'm sorry for leaving without saying anything. I felt like if I had told you, you never would have approved of me leaving home, or of my relationship with Gilbert. None of this was his idea. So please don't blame him. It was all me. In fact, he tried talking me out of it. Right up until I left. You were worried I'd get my heart broken again. But I'm fine. I know I can find happiness with Gilbert. It's why I decided to leave with him. But there's another reason I couldn't tell you. I'm pregnant. What matters to me most was to give this child a chance to live
in a happy home. And for that, I needed a fresh start with Gilbert. I know that as a mother, you understand how important that is. There's nothing more important than your child's happiness. So please understand, my leaving is not Gilbert's fault, and it's not yours. The only one to blame is me. If you can find it in your heart to forgive me, then I would love for you to meet your grandchild. A child should know the love of their grandmother. I wish you good health and a long life. With love, Olivia. Ja, aber... Olivia had a baby? Congratulations, Charlotte! You're a grandma! So it would seem. Ja, aber... Olivia, if only you'd spoken a word of this to me. I might have become even more obstinate. It's a key. It's Olivia's flower key. It was inside the letter. Take it. Are you sure? Yes. Thank you for bringing me Olivia's letter. Of course. Thank you, Charlotte. There's only one more. Ja, aber du weißt jetzt auch nicht, wo er got sind wollte. this. Ich hätte schon gedacht, dass der von der Olivia im Haus vom... Wie hieß er? Von ihrem Mann ist. Yeah. Mhm. Also vom Fotograf, No need to aber keep keine searching. Ahnung. Ah, also hat's nicht doch. Huh? Here. The moon key? Monkey! You had it the whole time? Well, hurry up and take it before I change my mind. We won't lose it. Thanks again, Charlotte. Ja. Ashley, when you gave me Olivia's letter, I learned her true feelings for the first time. Thank you. I'm glad I could help. Never knowing the truth is a far worse fate. I never thought I'd learn that from a child. Olivia was heartbroken after her first marriage ended. She shut down. She wouldn't open up to anyone. Not even me. But she came back home to this beautiful place. Lake Juliet mended her heart one piece at a time. Then, as soon as she seemed whole again, that man arrived. At first, Olivia ignored him. He tried to win her affection, but she wouldn't budge. She no longer believed that someone could love her. But he didn't give up, and before I knew it, she was in love. Why were you against them getting married? That man came from the city like he was blown by the wind. If he moved here on a whim, was his love also a whim? I had seen Olivia tortured by a broken heart. I was set on protecting her from the idle desires of a fickle man. But the whole time, it seems I never understood. Now, I just truly hope that she's happy. You should tell her that yourself. Ja. At this point? No, Na, it's Quatsch. too late. Ja, also es ist schon wirklich spät. Ich weiß gar nicht, weiß die, wo ihre Tochter lebt überhaupt und sowieso. Aber, ach komm.
ne? Die Tochter ist wohl nicht gegangen, weil sie bes auf die Mutter war, sondern weil sie halt verstanden hat, ey, meine Mutter ist so dickhäppig, nie im Leben. Ne? Und das wäre, also, ja Quatsch. Why? Schreib's You aber. could just give her a call. Oder, keine Ahnung, oder ruf sie, aber du weißt ihr Nummer, keine Ahnung. but that Ja, das wäre ein Ingeständnis, dass er die Kopf hat. I just don't get why Tja. you would hesitate at your age. Ah, ich dachte, ich soll das Alter nicht erwähnen. Oh, you're fine. okay. I know that you just see me as an old lady. But age doesn't make it easier to admit you were wrong. Ja. That sounds rough. Indeed. I have a favor to ask of you two. Wenn man sie sieht, soll man What auch is Bescheid it? geben, oder was? I want you to get the clock tower running. Mhm. I'd like to hear the bells chime again. We'll give it a shot. Mhm. Well, you have your keys, so off you go. Aber The echt moon jetzt. key will get you into the clock tower. Got Mhm. it? Okay, Mondschlüssel kommt We'll man be hin. back. Ja. Let's go, Matthew. Right behind you. Okay. Gleich Schiene dran. Mhm. Do you really think we can get the clock tower working again? Maybe. It's been years since I heard that bell. Oh, Olivia. I remember how much you loved to hear it ring. Ich weiß nicht. Also, ja. Hey, ich wohne, was weiß ich was, sagen wir 200 Meter von einer Kirche entfernt oder so. Irgendwann hört man das Gebimmels halt einfach nicht mehr. Ist halt einfach so. Da ist es halt eher so, ja, weißt du, es tut halt alle Viertelstunden Bimmle. Also macht's Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam. Das war dann eine volle Stunde. Okay, macht's Bim Bam. Alle Viertelstunden, dann eine halbe Stunde macht's zweimal Bim Bam, Bim Bam. Dann Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam. Ich erkläre gerade Glockegebimmel für Anfänger. Und dann macht viermal Bim Bam, also Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam. Ich weiß nicht, warum ich dabei im Kreis drehe. Und dann halt die Anzahl der Stunden. So, das habe ich euch mal irgendwie Herrstum erklärt. Ja, das über Hirsche. War das ein Äffchen? Okay. Was halt seltsam ist an der Sache, du überhörst es halt, du kriegst halt so nebenher mit, ja, da bimmelt was, alles klar, ne? Aber wann die Glocke plötzlich bimmle und du weißt nicht warum, meistens dann, wenn jemand gestorben ist oder so, irgendwie sowas, bimmelt dann die Glocke, ne? Das ist dann schon richtig so, hä, was ist jetzt los, warum bimmelt dann die Glocke, hä? Komisch. Ja, das kriege ich mit, obwohl ich halt keine Ahnung habe, wer, was, wo, wann, warum stirbt, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Bin hier auf dem Dorf, ne? Aber, ich habe halt gern mal Ruhe. Ich bin mit vielen in meiner Stroß irgendwie verwandt, irgendwie so, und ein paar übers Dorf noch verteilt. Ein Haufen, wo ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind es denn bei mir im Dorf? 1000, 1500, 2000 so, keine Ahnung. Ich kenne vielleicht 10 oder 20, keine Ahnung. Aber halt, ja, ich hab gern mal Ruhe. Die lassen mir mal Ruhe, ich lasse dann mal Ruhe, alles klar. So, jetzt wo wir gerade bei Ruhe sind, also, lass mal gucken. Ich muss da vorbei, genau. Und jetzt geht's endlich zum Glockturm. Aber vorher, ich lese es nicht vor. Ich habe da jetzt gerade gar keine Lust drauf. Obwohl, kommt die neue, müssen wir schon vorlesen, ne? So, Judd. Wer ist denn der Judd? Der Gründer von JC Valley, wo Papa arbeitet, und Mamas erster Mentor, als sie begonnen hat, mit Erinnerung zu arbeiten. Wenn er ihr Mentor war, heißt das, dass er auch ein Wissenschaftler war? Was für ein Mensch war er wirklich? Er könnte auch viel über Mama wissen. Mama, sogar Dinge, die Papa nicht weiß. Ich sollte fragen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. So, das ist Judd gewesen. Jetzt ist der komische Ryan wieder. Papas Chaos, Kind gesagt, Mama Heimweh nach Japan bekam. Bla bla bla.
Komm, das machen wir dann irgendwann einmal. Wir wollen jetzt nur die Neue, ne? So, die Kate. Kate ist die Mutter von der Elisabeth. Okay. Die Mutter von Elisabeth. Sie war hübsch und ist wohl sogar in Las Vegas aufgetreten. Wie cool. Aber scheinbar hat niemand mehr von ihr gehört, seitdem sie sich von Rex hat scheiden lassen und vor 5 Jahren ausgezogen ist. Lisbeth ist nie darüber hinweggekommen. Sie bewahrt eine Geburtstagskarte von ihrer Mutter in einer Spieldose auf, die schon auseinanderfällt von vielen Lesen. Kate schrieb auf die Karte, dass sie Elisabeth liebt und trotzdem hat sie den Kontakt komplett abgebrochen. Ich frage mich, warum. Ich weiß, dass Erwachsene auch mit vielen Dingen fertig werden müssen und ich bin sicher, dass es schwer war zu gehen. Aber ich kenne das Gefühl von Verlust und Einsamkeit nur zu gut, das Elisabeth wohl hat, seitdem sie ihre Mutter so plötzlich verloren hat. Sie war so stolz auf ihre Mutter. Sie hat sie geliebt. Wenn du da draußen noch irgendwo bist, Kate, hoffe ich, dass du den Kontakt zu Elisabeth wieder aufnimmst. Auch wenn du nur noch ein einziges Mal mit ihr redest. Schließlich bist du ihre Mutter. So, Junge, das ist ein Haufen Neid dazukommen. So, da hätte man hier der Robin. Wer ist denn der Robin? Ach, das war ihr Mann. Charlottes verstorbener Ehemann. Er war ein Uhrmacher und für den Glockenturm am Lake Juliet zuständig. Niemand darf heute dort rein. Er besaß einen der 3 Schlüssel, die man braucht, um den Turm zu betreten. Charlotte hat gesagt, dass er meist Dinge im Schuppen aufbewahrt. Das ist ein guter Tipp, das sollten wir nachsehen. Haben wir gemacht, haben wir gefunden, das ist Olivia. Charlottes Tochter, die von zu Hause weggegangen und durchgebrannt ist. Sie ist nach einer Scheidung mit gebrochenem Herzen zurück nach Hause gekommen. Aber dann hat sie Gilbert, einen Fotografen, der an dem Lake Juliet gezogen ist, getroffen. Sie haben sich ineinander verliebt. Olivia wollte Gilbert heiraten, aber ihre Mutter war dagegen. Deswegen sind Olivia und Gilbert durchgebrannt und verschwunden. Charlotte und sie haben keinen Kontakt mehr. Ich dachte immer, Menschen würden nur in Filmen und Fernsehen durchbrennen. Es kam mir immer so romantisch vor, dass 2 Menschen so verliebt sind, dass sie einfach weglaufen und heiraten. Aber ich schätze, in der Realität ist das alles oft viel komplizierter. Ich frage mich, ob Olivia ihre Mutter vermisst. Charlotte macht sich auf jeden Fall Sorgen um sie. Die nahe Info, dass er schwanger ist und so und dass er tralala und so, das kommt ja erst im nächsten Kapitel dazu. Also, falls ihr euch das wundert, wo das ist. So, der Gilbert Moss. Ein berühmter Fotograf. Er ist vor 9 Jahren aus New York an den Lake Juliet gezogen und dann eines Tages plötzlich wieder verschwunden. Er hat sein Haus zurückgelassen und sogar seine ganzen Sachen. Und der Grund dafür? Er ist durchgebrannt. Ernsthaft. Ich habe das bisher nur im Fernsehen gesehen. Die Idee der Lieben wegen, alles romantisch, bla bla bla. Das reißt mich direkt mit. Aber was auch immer der Grund war, sein Haus hat Gilbert leer zurückgelassen, was für Matthew ein gutes Versteck ist, wann immer er eins braucht. Im Keller des Hauses waren Fotos von Matthews Familie, also weiß Gilbert vielleicht etwas über Matthews Vater. Ich möchte mehr über diesen Fotografen erfahren. So, und gucken wir mal, das müsste es jetzt gewesen sein, ein neue... Ne, das ist doch der Benjamin. Elternkind, Charlottes Vater. Aha. Er war ein begabter Uhrmacher, so wie ihr Mann, also der Charlotte ihr Mann, und hat einen Glockenturm am Lake Juliet gebaut. Ich glaube, Bauen war damals viel schwieriger als heute, also muss der Bau von etwas so Großem sich unmöglich angefühlt haben. Es ist schon erstaunlich, dass er heute noch steht. Bob hat mir erzählt, wie wichtig der Glockenturm für Charlotte ist. Aber vor 5 Jahren ist dort etwas Tragisches passiert, weswegen er jetzt geschlossen ist und niemand herein darf. Es ist wirklich traurig, dass so ein Wahrzeichen jetzt nicht mehr genutzt wird. Ich wette, die Glocke an der Spitze ist richtig laut. Wie es wohl wäre, sie am ganzen Lake Juliet zu hören. So, jetzt hat aber... Was müsste es jetzt gewesen sein? So, jetzt hat aber... Ja, ich weiß, dass es da einen Haufen Updates gibt. Die Updates lassen wir mal, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. So. Wir gehen jetzt zum Glockenturm. Mit 3 Schlüsseln im Gepäck. Schalalala. Jetzt hat bestimmt leider Matthew sowas wie, es ist mir irgendwie immer noch unheimlich, weil der wollte doch da auf keinen Fall hin, weil er ein schlechtes Gefühl gerade hat davor. Matze? Alles klar? Okay. Okay, ich benutze den Mondschlüssel. Achso, ja, dann benutzen wir doch. Muss ich das machen? Nicht dieser Schlüssel. Wie nicht dieser Schlüssel? Achso, Entschuldigung. How about this? Charlotte hat gesagt, dass der Mondschlüssel es öffnet, oder? Got it. Sag doch, irgendwas stimmt doch nicht. It's just that
Is it scary? These are my magic words. Even though Okay. facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. You've said that before. I Ja, und? have. Macht's nicht, wenn nicht ja richtig. It's something a friend taught me. When Ist I das was von trying dir to oder figure out was? what happened to my mom, those words gave me the strength to learn the truth. You think they'll help me? Ajo. I know it. Even though facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. Okay. Es war also von die Wörter. Ja, dieselbe Augenfarbe wie die Look out for Körperfarbe hat. So. Ihr Leid. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt das Kapitel rum ist. Bin ich gut, hä? Ei. Ja, hopp. Dann gibt es halt mal eine kürzere Folge. Davor geht's dann moje gleich weiter. Wenn der Glockenturm nimmer schweigt. Moment. Geheimnis legt Juliet Ende. Komm, wir machen es mal dort drauf, oder? Ich schon. So, ihr Leid. Was ist denn das so? Haben wir doch gerade gemacht. Achso. Ja, ihr Leid. Dann machen wir dafür halt Schluss. Machen wir morgen weiter. Sorry, welche dem Freund im Holzbrettspiel, aber echt jetzt. Diese Geschicklichkeitsdinger. Ich weiß nicht. Ich meine, damals mit der V-Mode mag das vielleicht noch Gang sein oder keine Ahnung. Oder war es nicht ganz so sensibel. Also das war schon wirklich seltsam. Ansonsten, Pfalzner, okay, dann halt jetzt nochmal den Spieltipp, jetzt ohne Gehate und ohne Gemotze und Gemaule. Kororinpa heißt das Spiel. Ihr müsst es euch ungefähr vorstellen wie Ape Escape. Ape Escape? Quatsch, jetzt bin ich komplett falsch. Das war auf der Playstation. Super Monkey Ball. Also, dass man halt so Labyrinth hat, aber das war halt mehr 3D-mäßig. Das war nicht einfach nur so 2D, also so wie Desto, so Kaste, sondern es ging ja in die Höhe, Tiefe und irgendwie sowas. Und du hast verschiedene Kuchle gehabt, wo du dann so runtersteigere gemisst hast. Das Liebste war mal die Panda-Bär-Kuchel, die hat immer so lustig gepupst, wenn du auf den Boden gefallen bist. Also hat immer so gemacht. Ja, dann hat es halt Kuchle gegeben, die schneller waren und irgendwie sowas, ne? Wir haben ja immer mit dem Panda-Bär gespielt, der war halt ganz langsam so, der war einfach die Doofies. Es war voll cool, hast verschiedene Welten gehabt, das Süßigkeitenland, das Spielzeugland, Stadt und sowas. War wirklich ein super gutes Spiel. Es hat dann noch ein zweiter Teil gegeben, aber der haben wir, glaube ich, den haben wir nie mehr gekauft. Der war schon gegen Ende von der Wii-Ära, glaube ich. Und da habe ich ja, oder Techsan halt da gesagt, dass die Steuerung scheiße wäre. Dass es einfach nicht gut wäre. Und das war ja gerade das Coole am ersten. Und ja, das Spiel ist immer noch gut. Wir haben es vor ein paar Jahren oder was, also wir haben ja unser Scheißdreck verkauft, Spiele und sowas. Und da muss halt das Spiel dabei gewesen in unserer Verkauf. Und dann waren wir auf irgendeinem Flohmarkt oder sowas und haben das Spiel wieder gesehen. Haben wir es uns gleich wieder gekauft. Und ich glaube, wir haben es auch noch immer durchgespielt dann. Es war wirklich gut. Wie halt so ein Ding, das vielleicht mal so vorzuspielen. Zum ganz durchspielen nicht, weil das halt doch schon ein bisschen Delay hat, so eine halbe Sekunde. Über die Capture Card, wo ich das mache, beziehungsweise vielleicht habe ich es einfach nur nicht gescheit hingestellt. Ist ja egal, hopp. Jetzt habe ich genug gelabert. Wenn ihr ein gutes Holzbrett-Labyrinth-Wackelspiel haben wolle, Kororinpa. Alles klar. Hopp, bis morgen. Da untersuchen wir den Glockenturm. Bis dahin und tschüss. Miau.